Yo, 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 yo. Bro, Jungs, ich bin immer noch im Bruch ein bisschen. Ich bin nicht mehr, ich war heute eigentlich gut gelaunt, aber ich bin Real Talk im Bruch wegen der Autosache. Digga, ich hab gesagt, nein, ich mach nix. Wallah, ich mach nix. Dies, das. Digga, jetzt hab ich das gefickt, Mann. Es ist halt unlucky, ne, mit diesem scheiß Fenster da. Bro, ich hab wirklich aufgepasst, wie ich fahre alles, aber ich hab nicht aufgepasst, wo diese verfickte GoPro drin ist. Was ist passiert? Ich bin heute mit einem 130.000 Euro Auto gefahren. Von einem Kollegen. Und ja, hab vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Vielleicht. Wo ist Uwe? Der kommt gleich. Ist doch nur eine materielle Sache. Ja, aber Bro, das ist halt. Ne, ich weiß nicht, ob ich es bezahlen muss oder nicht, aber ist halt. Ja, schön. Original BMW Armauflage, vorne links schwarz. Ja, Bro. Wait, ist das? Ja, es muss halt von dem Auto sein. Hä, hat er verarscht mit 6K? Digga, ich hoffe, es ist für Versicherung. Aber es ist halt auch scheiße für Candy, Digga, weil jetzt hat er da so eine Delle und er wird. Ich kenne das auch selber, als ich meinen Tesla 2 Wochen hatte, Bro, ich hab den kaputt gefahren. In einer Woche habe ich so eine Delle reingefahren und ich habe nur auf diese Delle geguckt. Nur. Und er wird genauso wie ich nur auf diese Delle jetzt gucken. Er wird nur darauf gucken. Digga, ich hab so Schmerzen im Zeh, ne? Ich versuche das irgendwie wegzutanken. Ich habe heute mein Zeh gebrochen. Ich schwöre, der ist gebrochen. Ich bin komplett gegen so einen Türstopper getreten, barfuß. Und es tut immer noch so krank weh. Und das wird, glaube ich, mittlerweile schon blau. Das wird sehr cap. Nein, der ist 100% gebrochen. Aber, also ich hatte das schon mal, dass der gebrochen war und der war einfach schwarz danach. Aber man kann halt nichts machen. Du kannst halt nichts machen. Du musst einfach tanken bei C. Also man muss doch, Nein, du musst hier das... Nein, bitte! Bitte jetzt nicht auch noch das Glas ficken. Hier. Diese scheiß 2 Dellen da. Die sind in diesem Leder eingestampft. Und ja, tot. Das sieht man schon krass. Ja, Digga, das sieht man krass. Das ist doch nix, Bruder. Das ist doch nix, sagt er. Die sind for real auch überflüssig. Oh. Überrede ihn bitte zur Glatze. Ja, ich sag euch so, wie es ist, Leute. Der Typ braucht eine Glatze. Er ist ein geiler Typ. Er ist ein Süßer. Er hat noch viel vor sich. Und ich sag euch eins. Er ist ein Macher. Wirklich. Er macht einfach. Ich hab mit dem Chat geredet. Ja, die reden halt über die Glatze. Mann, nein, ich mach keine Glatze. Aber Real Talk, ich sag, meine Haare kommen darf wieder. ich mal deine Kopfform sehen? Guck mal her. Boah, geil. Das mögen die Frauen hier zum Beispiel. Guck mal her. Du hast hier, so wie ich, das hier. Guck mal. Du hast halt diese Kopfform auch. Das hier. Du hast keinen Plattkopf. Ist das geil, oder was? Ja. Du hast eine richtig schöne Kopfform. Das ist ganz wichtig für eine Glatze. Ich sag euch so, wie das ist, Leute. Aber ich habe eine hohe Stirn. Hä? Ja, aber guck mal, du siehst geil aus mit Glatze. Ich werde nicht geil aussehen mit Glatze. Aber warum denn? Weil, nee, das passt nicht. Ich sag, meine Haare kommen wieder, vertrau mir. Das Problem. Mach erst, du kannst ja so mal mit 3 mm anfangen. Du musst ja jetzt nicht so eine Glatze machen. Guck mal, jetzt gerade sehen meine Haare scheiße aus, weil ich die Seiten und so nicht weil ich keinen Übergang und so. Real Talk, ich weiß, du glaubst mir nicht, aber wenn das wirklich drin ist, dann sieht das nicht mehr so ja, schlimm aber guck mal, aus. du siehst ja schon, wenn du darüber redest, die Kopfschmerzen, die du jetzt schon hast. Ja, die Ecken müssen hier, das muss alles sitzen, hier, das. Warum? Wofür diese Kopfschmerzen? Nein, das macht mir Spaß. Ja? Ja? Ja, auch. Das macht mir Spaß. Hey, ich sehe immer, das sieht man auch bei Sam vs. Wild, ihr wisst, ich mag ihn über alles, ne? Wenn er immer in der Cam guckt, er muss erstmal Haare richten. Du musst immer Haare richten. Du bist immer am Haare richten, Digga. Ja, außer ich hab eine Cam, dann passt. Ja, ich weiß, dann passt, dann ist scheißegal. Aber du bist dann immer so, scheiße, die Ecke sieht man noch. Ich kenne das ja selber von früher. Bei mir war früher mein Tick so. Weil hier ist es dann ausgefallen und dann hier so. Mein Tick war immer, ich hatte so Haarwachs drin. Hast du mich mal mit Haaren gesehen eigentlich? Nee. Echt? Nee, muss ich dir mal zeigen. Kann man das googeln? Ja, mach mal Flying Uwe mit Haare. Alter! Ja, guck in die Haare. Junge, aber krass! Ja, und da, What guck the mal, fuck? mein Tick war, wie so hier, das hier immer so, zumachen hier. Dabei habe ich dann ein bisschen so nach vorne hier an den Seiten gemacht, zumachen da und dann immer diesen hier. Von hinten reingegriffen und dann habe ich so gemacht. So hoch gemacht und dabei gedreht. Das ist richtig so ein Tick, ja, damit das dann damit oben nicht dieses Loch da ist. Ja, damit das zugeht. Immer diese Ticks auf Krampf und das war das doch irgendwann. Worüber reden wir denn da, Leute? Aber warum hast du nicht Haartransplantation oder sowas? Gab es ja früher noch gar nicht. Aber mal, ich bin jetzt, ich könnte jetzt, ich habe auch hier sehr viele Haare so, sehr viel und dick auch. Ja, bei mir ist das Problem, dass es auch nicht dick ist. Ja, du hast halt dünne Haare. Ja. Deswegen scheiß einfach drauf. Aber die werden dicker mit diesem Ding, was ich drauf mache. Vertrau. Ja, kannst du mal so eine Road to Full Hair machen oder sowas. Ja.
Ja, aber das zum Thema Glatze. Also, Glatze ist nichts Negatives. Glatze ist was Schönes, was Warte, ich habe Geiles, hier was diese eine markant ist. Strähne. Warte, ist das die? Warte, ich Hast du auch eine Lieblingssträhne, die alles überdeckt dann, oder was? Hier, guck mal. Was ist das denn? Warte mal ganz, was ist das denn, Alter? Guck mal, eigentlich, pass auf, die Hälfte davon gehört ja hier oben hin. Ja. Das gehört ja hier hin. Warte, stopp. Das ist von deinem Hinterkopf. Guck mal, wie lang das mittlerweile. Du hast es so hoch gezüchtet, dass es irgendwann hier ist. Und das ist ja das, was ich meinte. Du züchtest von hinten nach vorne. Das ist ja dann Das schon, ist krass. das ist ja schon dann die Falle. Das ist ja schon dann du bist jetzt schon drinne. Du züchtest von vorne nach hinten. Nein, ich sag von hinten nach vorne. Ich sag, bei mir ist eine Hoffnung. Ja, man hat immer Hoffnung. Finde ich auch gut, dass du Hoffnung hast. Aber steck lieber Hoffnung in deinen zukünftigen geilen Streams und in dein Leben, anstatt in deine Haare. Ja, ich mach einfach nur, wenn ich fertig bin mit Baden, mache ich kurz Bartroller so und spray dann irgend so ein Spray drauf. Das ist alles. Wie Spray, was diese schwarzen Punkte machen, So, oder was? nein, ich mach so Bartroller, dann ist irgend so Minoxidil heißt das oder sowas. Das spray ich einfach drauf. Und das soll funktionieren. Nach wie vielen Wochen hat man einen Effekt? Weiß ich nicht. Ich guck einfach. Ich habe 3 Flaschen gekauft. Ich guck einfach. Das heißt, machst du jeden Morgen oder auch abends, oder? In der Türkei kommt das auch von hinten nach vorne. Check ich nicht. Ja, das ist halt... Ach so, hinter gleich Arsch. Digga, hast du überlegt, deine Arschhaare auf deinen Kopf zu machen? Das geht wirklich, ne? Nee, du kannst auch, wenn du hier Barthaare, Ja, Füßchen genau. kannst du hier machen. Du kannst auch von deinem Bein und so. Du Oder kannst vom alles, Sack. alles, was du... Gerade du halt, wenn du ja das irgendwann mal machen solltest und du wirklich nicht mehr viel hast, das heißt ja Crafts. Ich war ja mal früher da war ich Mitte 20. Haben die geguckt? Wo warst du? In der Türkei. Hä? Du Ja. warst da? Ja, aber wegen produktionstechnisch, wegen Smileworks Textil Ach so. war ich da und dann bin ich mit einem Kollegen einfach mal aus Neugier hin. Und da meinte er damals, ja, keine Ahnung, bei dir sind das 3.000 bis 4.000 Crafts oder so. Das Was war heißt dann- Crafts? Ja, das sind die Wurzeln, also Ach Haare so. im Endeffekt. Genau. Sowas. Grafts hieß das, glaube ich. Oder heißt es. Genau. Ja, und dann, aber ich wollte nur Infos ranholen, so. Und dann hat mir sogar eine Firma damals ein fettes Placement angeboten. Ja, ich habe auch sehr viele fette Placements bekommen. Ja. Aber ich mach noch nicht, weil ich zu jung bin. Ja, das ist halt das Ding. Man sagt ja, erblich bedingter Haarausfall hört auf mit 40. 40? Ja. Nein, das ist Cap. Wie? Ich sag, bei mir ist das schneller. Ja, aber mit 40 hört das irgendwann am Ende. Da wird dann sowieso bei dir nichts mehr sein. Guck mal, realistisch jetzt. Also ich weiß nicht, was dir da die Haartransplantationsfirma dann ja verkaufen will. Ne? Man muss ja überlegen, was ist in 10 Jahren? Du musst 2, 3 Mal hin. Das Problem ist, wenn du jetzt was machst, hier und da, Ja, dann kommt der alles, Löcher. alles andere fällt ja aus und dann hast du den gleichen Salat. So, und irgendwann ist ja hier nichts mehr übrig. Guck mal, du hast ja hier nicht mehr dann irgendwann so viel. Wie viele Durchgänge willst du machen? Dann geht's los mit Arschhaare, Brusthaare, Beinhaare. Dann bist du in diesem Delirium drin. Deswegen einfach Glatze machen. Ich sage euch so, schämt euch nicht für eine Glatze. Probiert das mal wenigstens einfach aus. Ich muss kurz einen Clip schauen, da hat jemand die ganze Clip reingeschickt. Ja, ich hab einen dicken Steifen gerade. Ja, gut, okay, war okay. Überrede ihn bitte zur Glatze. Ja, ich sag euch so, wie es ist, Leute. Der Typ braucht eine Glatze. Er ist ein geiler Typ. Er ist ein süßer. Er hat noch viel vor sich. Und ich sag euch eins. Er ist ein Macher. Wirklich. Er macht einfach. Nein, ich mach nicht einfach, ich mach keine Glatze. Ich werde das nicht machen, nein. Werde ich nicht machen.